Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur ersten Geisterpressekonferenz der Welt. Wie immer natürlich von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 26. Spieltag der Bundesliga, und der FC trifft auf die Truppe von Mainz 05 und das im Geisterspiel 0-2. Und das Derby haben wir knapp verloren. Wir haben eigentlich ganz gut gespielt. Unentschieden wäre definitiv drin gewesen. Aber was wir gelernt haben bei diesem allerersten Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte, der Geist des Fußballs, das sind die Fans. Ja. Und ohne Fans gibt es keine Begeisterung. Nein, absolut gibt es nicht. Ne? Wir haben jetzt das wirklich hässliche Gesicht des Fußballs gesehen. Ne? Also die Geisterfratze sozusagen. Ne? Jetzt machen natürlich alle Witze. Ne? In Hoffenheim und Wolfsburg ist das immer so. Die sagen lieber Geister im Stadion als gar keine Besucher. Ne? Wie sonst. Ne? Aber so richtig lustig ist es in Wahrheit nicht, denn es stimmt ja. Diese Plastikvereine sind nichts anderes als das Coronavirus der Liga. Die spielen uns die Stadien leer. Ja? Das ist ja das, was passiert. Die entgeistern den Fußball, weil Fußball, der nur für Geld da ist, ja, und nicht für Fans, am Ende des Tages eben gegen den Sportsgeist ist. Ja, und der Ungeist des Fußballs ist natürlich auch, wenn die Verbände hingehen und den Sport wirklich auspressen wie eine Zitrone. Ne? Das sieht man an diesem engen Terminkalender. Eine Veranstaltung nach der nächsten wird irgendwie noch an den Start gebracht, um noch mehr Geld zu verdienen. Und jetzt sieht es so aus, dass wir die Spiele nicht mehr verlegen können, weil der Sommer komplett dicht ist. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir die Spiele austragen ohne Fans. Also wirklich ohne diejenigen, für die wir das Ganze eigentlich machen. Das ist alles andere als geistreich. Ja, das kannst du mit allem Himbeergeist der Welt nicht schön trinken. Vollkommen unmöglich. Ne? Ja. Geistlos, sagt man ja immer, sei das Fernsehen heute. Ne? So, deswegen kann der Fußball da problemlos weiter stattfinden. Aber wenn man ehrlich ist, auch da macht das eigentlich keinen Spaß ohne die Begeisterung von den Rängen. Nein, Leute, ihr da draußen, ihr Fans, ihr seid der Geist des Fußballs. Und Geist ist geil. Und jetzt sehen wir, was passiert, wenn dieser Geist plötzlich fehlt. Und an die Mannschaft gerichtet bedeutet das: Leute, im Geiste sind wir bei euch. Wir sind der gute Geist an eurer Seite. Und für eure Gegner, da sind wir der Poltergeist, das Schreckgespenst, ja. Da sind wir unausstehlich. Oder auf Shirtsprache heißt das Good Geist, Bad Geist. Ich würde sagen, darauf 2 ganz geistreiche Kölsch. Auf 3 ganz reale Punkte. Prösterchen, Leute. Wollen wir eigentlich noch was zu den Mainzern sagen? Naja, also der Good Geist sagt, die besiegen wir. Ne? Der Bad Geist würde sagen, die hauen wir weg. So kann man das auch sagen. Ne? Und wir haben natürlich noch eine geisterhafte Begegnung der 3. Art vor uns, nämlich mit dem ehemaligen Trainer. Ne? Ja. Klar. Also der war bei uns ein ziemlicher Bad Geist. Also was die Leistung anbelangt, würde ich sagen. Ja, auch der Mannschaftsgeist war da nicht so richtig gut zu dem Zeitpunkt. Das hat sich alles deutlich verbessert. Ja. Ne? In Mainz läuft's, wenn man mal ehrlich ist, auch nicht viel besser. Ne? Nein, ich glaube, der geht denen auch schon auf den Geist. In diesem Sinne, wir sehen uns am Samstag nicht im Stadion. Macht's gut, Leute.